Pfarrer Stefan Rauscher macht gleich früh Sport der besonderen Art. So. Geht schon, danke. Er ist heute schon um 4:30 aufgestanden, um die Kirche St. Johannes Baptist mit 80 Kerzen zu dekorieren. Ich finde, dass der Rorate-Gottesdienst ganz was Besonderes ist, dass man einfach so eine Einstimmung hat für die Weihnachtszeit. Dass nicht nur immer Hektik irgendwo ist und deswegen in der Früh aufstehe, in die Kirche komme und mich von dieser Atmosphäre mal ergreifen lassen und eben einen anderen Akzent in dieser ganzen Vorweihnachtszeit zu haben, der ja eigentlich auf das hinführen soll, was Weihnachten eigentlich ist. Dass da ein Licht die Dunkelheit durchbricht. Und das wirkt nur in der Früh. In der Nacht ist jeder kaputt und mir in der Früh stehe ich auf, da ist es noch gut und dann darf ich das spüren. Wir haben schon mal den Vorschlag gehabt, ob man es nicht mit so elektrischen Teelichtern, aber das finde ich ja furchtbar. Das geht ja gar nicht. Ob wohl auch jemand an diesem Freitagmorgen kommen wird? Wenn ich jetzt Erwartungen habe, dann bin ich vielleicht enttäuscht. Ich setze das immer sehr niedrig an. Wenn 5, 6 da sind, die wo sich wirklich freuen und da sind, weil sie gern da sind, dann ist das für mich schon ein Erfolg. Und jetzt der Lichttest. Ich finde, es wirkt schön. Umgekehrt, ne, weil Lichter hier, aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dann aufzukommen. Genau, schön. Während der Pfarrer noch die letzten Vorbereitungen trifft, sind auch andere fleißig. Im Pfarrheim nebenan bereitet Brigitte Thalmeier das Frühstück für später vor. Brezen und Semmeln sind frisch vom Bäcker. Die dreifache Mutter ist heute schon um 4 Uhr aufgestanden. Ja, es geht schon mal. Es ist ja nicht jeden Tag. Das ist bloß abputzen. Einmal im Jahr geht's schon. So, das da hinten ist auch wie unser Kindertisch. Da kommen dann Ministranten und die Erstkommunionkinder, die kommen dann aber, die verfrachten wir gleich wieder dahinter. Der Wunsch der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und ihrer Mitstreiterinnen: keiner, der heute in die Rorate-Messe kommt, soll hungrig in den Tag starten müssen. Wenn dann wirklich der Ansturm recht groß ist, dass man jetzt nicht alle vielleicht hier sitzen können, dann haben wir gesagt, dann werden wir an die Stehtische ein bisschen was zum Naschen. Dann, ja, dann ist jeder glücklich. Pfarrer Stefan Rauscher hat alles vorbereitet. Eigentlich wäre noch Zeit für ein kleines Frühstück. Muss keiner verhungern. Nein, heute wirklich nicht. Um 6 ist Gottesdienst, danach ist dann die richtige Zeit zum Frühstücken. Kurz vor 6. In der Sakristei ziehen sich schon mal die Ministranten um. 24 sind heute gekommen. Keiner möchte sich diese besondere Adventsmesse entgehen lassen. Die Mesnerin Rita Spitzenberger hat einen Blick drauf, dass beim Pfarrer auch alles sitzt. Er trägt je nach der Zeit im Kirchenjahr unterschiedliche Farben in seiner liturgischen Kleidung. In der Adventszeit ist violett. Das haben wir mal machen lassen, so schön geworden, finde ich. Weil es soll ja nicht traurig sein. Ich finde, da muss das Gold durchkommen, damit man schon diesen Vorgeschmack auf Weihnachten hat. Wir bereiten uns vor, aber wir haben ein Ziel vor Augen. Ganz wichtig. Genau. Die letzte Vorbesprechung, damit jeder seine genaue Position weiß. Auch der 11-jährige Sebastian Thalmeier. Er möchte unbedingt bei dieser Adventsmesse dabei sein. Das ist ja alles ohne Strom, also nur im Kerzenschein. Und das Ministrieren macht auch Spaß und dann ist es schon schön. Die Gottesdienstbesucher dürfen sich auf eine festliche Frühmesse freuen. Früher haben die katholischen Kirchen jeden Werktag im Advent mit einer Rorate-Messe begonnen. Sie sind in Bayern schon seit dem Mittelalter bekannt.
Pfarrer Stefan Rauscher hat sie 2013 bei seinem Amtsantritt hier in Attenkirchen eingeführt. Rorate Coeli, so beginnt ein lateinischer Wechselgesang, nach dem die Adventsmesse benannt ist. In Bayern war auch der Begriff Engelamt geläufig, der daran erinnert, dass Maria vom Erzengel Gabriel erfahren hat, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Früher sind die Menschen oft schon um 3:30 aufgestanden, um, wie hier im Bayerischen Wald in den 60er Jahren, rechtzeitig zu Fuß in die ungeheizte Kirche zu kommen. Man braucht halt immer wieder so besondere Gottesdienste, um auf den Kern wieder hinzuschauen. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und da ist es ein Angebot. Man sieht die Lichter draußen, es läuten die Glocken. Es soll ja einfach auch ein bisschen eine Auszeit vom Alltag sein. Jetzt und in Ewigkeit. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Dieses Adventslied ist die deutsche Übersetzung von Rorate Coeli und beschreibt das Warten auf den Messias. Und jetzt geht es zum gemeinsamen Frühstück ins Pfarrheim. Eigentlich muss jeder gleich weg. Doch die Gemeindemitglieder genießen es, zumindest ein wenig zusammenzusitzen und sich auszutauschen. Fünftklässler Sebastian und die anderen Kinder frühstücken, bevor sie weiter in die Schule müssen. Noch müde? Nee, es geht. Noch geht's. Seine Mutter Brigitte Thalmeier muss auch gleich ins Büro. Die Messe hat ihr gut getan. Da kommt man ein bisschen zur Ruhe im Alltag auch, gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn es ein bisschen stressiger ist. Und da kann man eigentlich richtig schön den Tag starten. Pfarrer Stefan Rauscher ist es wichtig, für alle ansprechbar zu sein. Das Schönste ist immer, wenn dann die Leute dann rausgehen und lachen ein bisschen. Gell? Man soll ja aus der Kirche rausgehen, sich ein bisschen Freude haben und nicht nehmen. Aber das, glaube ich, haben wir geschafft. Also sind wir zufrieden. Sie starten in den Tag mit einem anderen Blick auf den Advent.